SRF Audio. Sie gehört momentan zu den erfolgreichsten Popstars der Welt. Wenn man Ariana Grande aber in den sozialen Medien sucht oder Kommentare auf ihren Plattformen durchscrollt, ist ihre Musik nur ein Nebenaspekt. Häufig geht es nur um eins: ihr Gewicht. Das sieht man ja. Ihr Körper ist im Vergleich zu früher extrem mager. That is not body positivity. Ariana Grandes momentaner Zustand ist für mich als Ärztin besorgniserregend. Wir können das nicht ignorieren, das ist nicht normal. Wir müssen darüber reden, sagen die Leute in den sozialen Medien. Und Ariana Grande selbst sagt: Bitte hört auf, meinen Körper zu kommentieren. Mein erster Gedanke hier, das ist eine verständliche Reaktion der Sängerin. Nicht zu viel verlangt, ihr Körper ist schließlich Privatsache und geht die Leute nichts an. Aber da ist auch noch eine andere Stimme in mir. Die findet, irgendwie ist das schon auch ein gesellschaftliches Thema, das gerade einen Nerv trifft. Stichwort Schlankheitstrend. Geht mich Ariana Grandes Körper also vielleicht doch etwas an? Ich denke, Ariana Grandes Körper geht uns insofern an, als er repräsentativ dafür steht, was mit Frauenkörpern generell so passiert. Es gehe hier um etwas viel Größeres, vielschichtigeres als das Gewicht einer Einzelperson. Und genau das schauen wir uns heute an. Legen wir los. Ich bin Corinna Heinzmann. Heute zusammen. Der Grund, warum wir gerade heute über dieses Thema reden, ist, dass Ariana Grande angekündigt hat, sie nehme sich eine Auszeit. Nach ihrer Tournee zieht sie sich aus der Öffentlichkeit zurück. Die Begründung ist etwas vage. Ihr Management sagte zur Zeitschrift People, die endlose, anhaltende öffentliche Kritik an ihrer Arbeit und ihren Auftritten, das sei der Grund für die Pause. Und das Management sagt gleichzeitig, Grande sei sowohl gesund als auch glücklich. Ariana Grande selbst sprach von einer Auszeit, die schon länger geplant gewesen sei. Fakt ist, Ariana Grande, die ist seit Monaten, eigentlich Jahren, etlichen Online-Kommentaren und Medienberichten ausgesetzt, bei denen es um ihr Gewicht geht. Videos und Fotos von Konzerten und auch ein neuer Videoclip haben die Kommentare nun nochmal befeuert. Und das, obwohl Ariana Grande die Öffentlichkeit vor ein paar Jahren aufgefordert hat, einfühlsamer mit dem Aussehen anderer Menschen umzugehen und keine Körper zu kommentieren. I just wanted to address your concerns about my body and talk a little bit about you never know what someone is going through. You never know. So be gentle with each other. Das war 2023 und trotzdem hören die Leute auf Social Media und auch die Medien nicht damit auf, über Ariana Grandes Körper zu reden oder ihn zu kommentieren. Warum? Das habe ich Elisabeth Lechner gefragt. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und ihre Schwerpunkte sind Themen wie Essen und Macht, weibliche Körper, Schönheitsideale, Körperbilder und noch viel mehr. Es ist weiterhin so, dass der Wert von Frauen noch immer stärker über ihr Äußeres definiert wird als jener von Männern. Und gerade auch über diese Ansprüche an Schönheit, die normative Zweigeschlechtlichkeit hergestellt wird. Das heißt, es gibt bestimmte Ansprüche an Frauen und Männer. Queere Menschen fallen da ganz oft raus aus diesen Vorstellungen davon, was ein schöner Körper sein kann, was ein richtiger, ein gesunder Körper sein kann. Da sehen wir schon, sehr schnell verschwimmen die Kategorien. Und ich denke, dass es gerade, wenn wir uns das Körperbild von Berühmtheiten ansehen, damit zu tun haben, dass der Frauenkörper so dieser Schauplatz für das Austragen von Fragen von Körperpolitiken ist. Also anhand dieser berühmten Frauenkörper, die so im Scheinwerferlicht stehen, verhandeln wir all diese Fragen. Und dann wird sehr schnell klar, dass die immer unerreichbaren Ansprüche an das Äußere, gerade von Frauen, sehr oft als patriarchales Machtinstrument verwendet werden und dass man es eben gerade als Frau, besonders wenn man so eine große Sichtbarkeit hat, nie richtig machen kann. Denn auch zum Beispiel mehrgewichtige Celebrities sind ganz großer Überwachung und Kritik ausgesetzt. Jetzt ist es ja aber auch irgendwie komplex. Viele Fans sagen in den sozialen Medien, sie wollen nicht bodyshamen, sie machen sich Sorgen. Ariana Grande sagt selbst, sie sei gesund. Solch ein Körper, der könne aber nicht gesund sein, heißt es. Und sie vermittelt damit auch jungen Menschen ein problematisches Körperbild. Und es sei nötig, das zu thematisieren und nicht einfach als normal abzutun. Können Sie das nachvollziehen oder wie bewerten Sie das?
In einem zweiten Blick muss man absolut sagen, dass Fragen von Körperpolitiken sehr komplex sind, genau wie Sie sagen. Das bedeutet, denke ich, als erstes, dass man anhand des Äußeren generell mal sehr wenig über den Gesundheitszustand einer Person ablesen kann. Das heißt, ich wäre generell mal sehr vorsichtig mit Zuschreibungen, die nur aufgrund des Äußeren passieren, denn die menschliche Biologie ist wahnsinnig variabel. Was ich aber jedenfalls hinzufügen möchte, ist, dass auch ihr wahnsinnig dünnes Auftreten in einer Zeit erfolgt, in der wir das Pendel zurückschwingen sehen. Der Höhepunkt war in der zweiten Hälfte der 2010er Jahre der Body Positivity Bewegung, in der es darum ging, alle Körper so anzuerkennen, wie sie sind, gerade auch im Kampf gegen Dickenfeindlichkeit. Das heißt, gerade auch, wenn man sagt, diese Körper sind hoch- oder mehrgewichtig. Und jetzt sehen wir das junge, dünne, weiße Ideal, und das kann man, glaube ich, sehr gut feststellen, kulturwissenschaftlich und soziologisch betrachtet, ohne Individuen zu beschämen und die herunterzusetzen und noch mehr Druck auf sie auszuüben, dass wir wirklich ich will fast sagen, ein unerbittliches, junges, dünnes, weißes Ideal haben, das sich über die gesamte Popkultur erstreckt. Und wir sehen auch die vormaligen Idole der Body Positivity Bewegung erschlanken. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Aber ich denke, dass auch die Art und Weise, wie Körperpolitiken rund um Ariana Grande diskutiert werden, nicht von diesem generellen Trend loszulösen sind und damit natürlich auch problematisch. Ja. Ich fasse mal kurz zusammen. Eigentlich geht es nicht wirklich um Ariana Grandes Körper. Es kann natürlich sein, dass sich einige wirklich Sorgen machen um sie als Mensch, aber wir wissen nicht, was dahinter steckt. Und auch falls die Sorgen begründet sein sollten, all diese Videos und Kommentare führen nur dazu, dass der immense Druck, unter dem weibliche Popstars stehen, und der Fokus auf ihr Gewicht noch steigen. Und dieser prüfende Blick, wie Elisabeth Lechner sagt, der auf Frauenkörpern lastet, noch verstärkt wird. Klingt nach einem Teufelskreis, finde ich. Aber ich glaube, das Wichtigste, was ich heute mitnehme, ist, Ariana Grandes Körper ist ein Schauplatz dafür, wie Frauenkörper in der Öffentlichkeit bewertet und beobachtet werden. Und das wiederum geht weg von der Einzelperson, mitten rein in unsere Gesellschaft, in unser Denken, unsere Strukturen. Ich denke, so dieser patriarchal kontrollierende Blick auf Frauenkörper und was der einzig richtig gute Frauenkörper ist und dann sehr schnell verschwimmt mit dem richtigen Frauenleben und wie sich dann Körper darzustellen haben, ungeachtet der Frage, ob sie jetzt gesund ist oder nicht, weil das kann ich nicht beurteilen. Das sehen wir ganz stark, wie sich das jetzt die letzten Tage abgespielt hat in den sozialen Medien. Also wie groß dieser Schönheitsdruck ist. Ich muss ja fast lachen, weil früher haben Leute zu mir immer gesagt, sich mit Schönheit und Körpern zu beschäftigen, das ist ja so ein oberflächliches Frauenthema. Und innerhalb kürzester Zeit sind wir aber bei patriarchaler Kontrolle, wir sind bei kapitalistischen Profitinteressen, immer neue Produkte verkauft werden, um den immer perfekteren Körper zu erreichen. Wir sind bei kolonialen Schönheitsmustern, die einen immer neuen Fokus auf den weißen Körper herstellen. Altern ist ganz schlecht, Behinderung findet nie Platz in Fragen von Schönheit in unserer Gesellschaft oder Formen von Erkrankungen. Ja, also wir haben so eine enge Vorstellung davon, was ein schöner, richtiger Körper ist, und das wird jetzt gerade leider an dem Körper dieser jungen Frau sozusagen wild ausdiskutiert in sozialen Medien. So erscheint es mir. Frauen, die so in der Öffentlichkeit sind wie Ariana Grande, die stehen unter enormem Druck und Beobachtung, sagt die Kulturwissenschaftlerin. Dieser Druck auf Frauenkörper, der ist in den letzten Jahren allgemein wieder stärker geworden. Und das Ganze kann sich deshalb für einige auch irgendwie persönlich anfühlen. Wenn zum Beispiel Fans wahnsinnig enttäuscht sind, dass Lizzo ganz viel abgenommen hat oder dass Serena Williams selbst jetzt mit Abnehmspritzen ihren Körper verkleinert, die größte Sportlerin aller Zeiten, ja, dann ist die Enttäuschung auch darin begründet, wie wir uns auf Berühmtheiten beziehen und welche Rolle sie in unserer Gesellschaft spielen und wie stark sie Aushängeschilder der gängigen Körperpolitiken sind. Ihr seht, das Thema ist wahnsinnig vielschichtig. Aber etwas, was mich doch ein bisschen erstaunt hat an der ganzen Diskussion um Ariana Grande, ist, dass wir doch eigentlich schon gelernt haben in den letzten Jahren, dass es nicht hilfreich ist, Körper von einzelnen Menschen zu kommentieren und sie auf ihr Gewicht zu reduzieren. Stichwort Bodyshaming. Haben wir wieder einen Schritt zurück gemacht in der Zeit? Ja, ich denke, dass sich die Vorstellungen darum, was der schöne, zulässige Körper ist, die haben sich in den letzten Jahren wieder stark verengt. Der Horizont ist jedenfalls schmaler geworden. Wir sehen einen
ganz bedrückenden Fokus auf den jungen, dünnen, weißen Körper und eine Zunahme von Schönheitshandeln im Bereich von, zum Beispiel wird das genannt, minimalinvasiven Eingriffe im Gesicht mit unterschiedlichen Kulturtechniken zum Abnehmen. Wir sehen auch, wie stark der junge, dünne, weiße Körper zum Aushängeschild von rechten und wirklich rechtsradikalen Parteipolitiken wird. Also wie schnell die Grenzen zwischen dem, was ein schöner Körper ist und ein richtiges Frauenleben verschwimmen. Da geht es dann auch um Geschlechterrollen und Anforderungen an Lebensentwürfe. Ja, wer macht die bezahlte, wer macht die unbezahlte Arbeit? Was ist eigentlich der Sinn eines Frauenlebens? Der wird dann sehr schnell auf Reproduktion verkürzt in bestimmten politischen Ansichten. Und wir sehen jedenfalls, dass zumindest diese kommerziell verträgliche Form von Vielfalt, die in den 2010er Jahren mehr Raum gegriffen hat, in diesem Sinne, weil uns eben die strukturelle Kritik noch nicht gelungen ist, sagen wir es hoffnungsvoll so, schwingt das Pendel nun wieder zurück. Und wie kommen wir da raus? Ja, vielleicht mit Gesprächen wie diesem, vielleicht mit Formen von, mit einer Bewusstmachung, dass es so traurig es ist. Das bedeutet auch ein Eingestehen von Schmerz und dass viele Elemente des Schönheitshandelns, das wir selbst als ganz wichtig und essentiell gelernt haben, vielleicht gar nicht so notwendig sind, dass sie vielleicht auch nicht zielführend sind und dass man versucht, in so Momenten von geteilter Verletzlichkeit festzustellen, hey, wenn alle in einem Raum, ich mache Workshops mit Jugendlichen, ja, mir sagen, sie fühlen sich total schlecht in dem Körper, dann haben wir es ja wohl mit einem systemischen und nicht mit einem individuellen Problem zu tun. Also es ist nicht der David, der zu skinny ist und die Sarah, die zu dick ist, sondern es ist dieses ewig Unerreichbare als Kontroll- und Verkaufsinstrument. Und ich glaube, je mehr wir das verstehen, desto mehr können wir den Körper begreifen als eine Wahrnehmungsmaschine, als das Medium, das uns Zugang zur Welt ermöglicht, das uns tanzen zum Beispiel, die einfach den Wind auf der Haut spüren lässt, das uns Sexualität erleben lässt und einfach das Miteinander. Das heißt, mir erscheint, auch so wie sich soziale Medien in den letzten Jahren entwickelt haben und digitale Politiken, umso wichtiger, dass wir auch im Analogen miteinander ins Gespräch kommen und in Kontakt kommen, dass wir offen sind über Gefühle von Scham und Ekel und das politische Potenzial in dieser Widerständigkeit auch heben und uns fragen, was könnte ich sonst machen, außer meinen Körper zu optimieren, weil da werden ganz viel Ressourcen und Zeit frei. Ich kann zum Beispiel mich einer solidarischen Landwirtschaft anschließen, ich kann in einem Chor mitmachen, ich kann natürlich in einem Verein dabei sein, einer politischen Partei. Ich kann so viele Dinge machen und ja, unsere Gesellschaft ist logistisch und jeder hat unterschiedliche Handlungsspielräume. Wir werden aufgrund des Äußeren bewertet. Aber wenn wir das alle in den Hintergrund rücken, dann wird das auch sehr viel weniger. Und ich glaube, das bringt uns allen große Freiräume, um die es sich sehr, sehr zu lohnt, zu kämpfen. Das finde ich ein schöner Gedanke. Unser Körper ist eine Wahrnehmungsmaschine, die es uns ermöglicht, die Welt zu erleben. Das ist seine primäre Aufgabe und nicht dabei, irgendwie schön auszusehen. Mit diesem Gedanken müssen wir einen Schlussstrich ziehen, auch wenn das Thema noch viel mehr hergäbe. Verantwortlich für die heutige Folge ist Peter Hanselmann, mitgearbeitet hat Nikolaus Malzacher und ich bin Corinne Heinzmann. Danke fürs Zuhören und tschüss zusammen. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.